In 3 Wochen ist Halloween. Was löst das in dir aus? Löst es so eine Fight-or-Flight-Response aus? Hast du schon Ferien gebucht mit deiner Familie vielleicht, dass du dann ja nicht rum bist an diesem Abend? Oder löst es in dir vielleicht gerade Widerstand aus? Wo du denkst, das geht ja gar nicht, das ist basierend auf dem keltischen Fest Samhain, so ein böse Geister, Hokuspokus. Oder bist du dir vielleicht eher am Überlegen, wo du dann auf dem Balkon den geschnitzten Kürbis platzieren? Egal, wie du den Tag verbringst, ich glaube, wir sind uns alle irgendwo einig, wir wollen nicht zwingend das Dunkle und das Böse im Zentrum steht. Oder? Und doch ist es so durch die amerikanische Kommerzialisierung eigentlich zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass Halloween schon fast gefeiert wird. Es ist völlig normal, dass man vielleicht noch einen Horrormovie schaut. Es ist völlig normal, dass man sein Haus ein bisschen gruselig dekoriert und vielleicht Kostüme anlegt. Es ist das Normalste der Welt. Und genau da sind wir bei unserem dritten Find von unserer Seele angekommen. Nein, nicht Halloween, für die das jetzt gedacht haben, sondern eben die Welt. Und ich freue mich heute Morgen, euch ein bisschen mitzunehmen, was denn die Welt ist und wie so Beautiful Resistance gegenüber der Welt kann aussehen. Ich möchte zum Start ganz kurz noch beten. Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich glaube, dass du da bist. Du sagst, dort, wo 2 oder 3 in deinem Namen zusammenkommen, bist du mitten unter ihnen. Und so gebe ich dir jetzt einfach die Plattform und bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen redest. Amen. Heute ist der letzte Teil von dieser Serie Beautiful Resistance, wo wir drin sind, wo wir eben die 3 Finden von unserer Seele anschauen. Die sind nie zusammen erwähnt jetzt so, aber die Bibel kommt immer wieder auf die 3 Finden zurück. Der Teufel, das Fleisch und die Welt. Und bis jetzt hat sich der Widerstand gegenüber diesen Finden sehr eigentlich im stillen Kämmerlein abgespielt. Und heute wechselt das ein bisschen. Es geht immer noch nicht um einen gewaltvollen Widerstand. Und gewaltvoll kann nicht nur physisch sein, es kann übrigens auch verbal sein. Aber wir richten jetzt mal unseren Blick von der unsichtbaren und von unserer inneren Welt mehr mal gegen aussen. Und wie bei den anderen 2 Begriffen ist es wichtig, glaube ich, dass man Welt vielleicht noch ein bisschen einordnet und ein bisschen definiert. Und das Wort, das oft gebraucht wird im Neuen Testament, um die Welt zu beschreiben, ist das Wort Kosmos aus dem Griechischen. Das kennen wir im Deutschen, das kommt von dort. Und Kosmos kann so viel bedeuten wie Welt, kann aber auch Ordnung, Arrangement oder im übertragenen Sinne Menschheit bedeuten. Im berühmtesten Vers wahrscheinlich aus der Bibel, im Johannes 3,16, wird genau das Wort verwendet. Dort steht, denn so sehr hat Gott die Welt, den Kosmos oder eben die Menschen geliebt, dass es einen einzigen Sohn für sie hergegeben hat. Die Welt wird also nicht immer nur negativ erwähnt im Neuen Testament. Und es bedeutet auf keinen Fall, dass die Schöpfung, die Gott gemacht hat, unser Find ist. Im Gegenteil, im Genesis lesen wir, dass alles, was Gott geschaffen hat, gut war. Und dann hat er den Mensch gemacht in Beziehung zu ihm. Und in der Beziehung zu ihm war es sogar sehr gut gewesen. Aber wir wissen alle, es ist leider nicht dort geblieben in diesem Zustand, sondern Adam und Eva, sie haben selber bestimmen, was gut und böse ist. Sie haben sich unabhängig von Gott definieren und das hat Folgen nachher für die Welt, wo wir drin stehen. Und im Johannesbrief definiert oder beschreibt der Johannes die Welt wie folgt. Er sagt dort, was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt, das Prahlen mit Wohlstand und Macht, all dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zur Welt. Und wenn ich versuche, die Welt ein bisschen im heutigen Kontext allgemein zu definieren, dann würde ich sagen, die Welt ist ein Ausdruck für ein System von Wert, gesellschaftlichen Normen und Moralvorstellungen,
wo in Rebellion gegen Gott stehen und Gut und Böse nach eigenem Maßstab definieren. Jetzt, es ist sehr theoretisch und dicht. Keine Angst, wir können jetzt das gerade noch ein bisschen aufschlüsseln. Vereinfacht könnte man vielleicht sagen, die Welt als Find ist eine verkehrte Welt. Sie ist nicht in Kommunion mit Gott, also in Beziehung, sondern sie ist in Rebellion mit Gott. Und mir ist wichtig, bevor wir anschauen, wie sich denn das in unserer Kultur äußert, ist mir wichtig zu sagen, ich bin kein Welthasser. Und das wird jetzt auch keine Hasstirade gegen die Welt werden. Es braucht ein bisschen Differenzierung. Oder? Beim Teufel ist es relativ einfach gewesen, wer das unser Find ist. Der Teufel ist der Widersacher von Gott, wir sind gegen ihn, Punkt. Beim Fleisch, Predigt von Simon letzte Woche, übrigens super Predigt, zum mal nachschauen. Dort hat es ein bisschen mehr Feingefühl gebraucht. Dort ist es nicht um unseren Körper gegangen, also dass irgendwie unser Körper oder alles Materielle unser Find ist, sondern die verkehrte Natur vom Menschen, die sündige Natur. Und ich glaube, aber am meisten Weisheit braucht man bei der Welt. Weil wenn wir am Schluss einfach als Zyniker da rauslaufen und alles und jeder kritisieren und verurteilen, der andere Meinungen hat als wir, dann haben wir stark am Ziel vorbeigeschossen, würde ich jetzt mal sagen. Besonders müssen wir aufpassen, dass wir unsere Mitmenschen nicht mit der Welt verwechseln. Das kann ja schnell passieren. Oder der Nachbar regt dich gerade ein bisschen auf. Ja, die Welt. Der Nachbar ist nicht dein Feind. Ich jetzt mal so sagen. Im Gegenteil, Menschen sind das Objekt von Gottes Liebe. Aber wir leben natürlich in einer Kultur und das ist am meisten spürbar durch die Menschen durch. Wir müssen das einfach separieren. Unser Feind ist die verkehrte Welt, die gegensätzlich zu Gott steht. Ich möchte uns so zwei Sachen zeigen, wo man das sieht, glaube ich, in unserer Kultur inne. Und einerseits sieht man so die verkehrte Welt, dort, wo sie zwar christliche Werte hat, die aber komplett losgelöst sind vom Christentum. Unsere Kultur kann sehr moralisch sein, fast schon hypermoralisch, würde ich das nennen. Nehmen wir zum Beispiel Gleichberechtigung. Es hat wahrscheinlich noch selten so eine Bewegung gegeben für Gleichberechtigung. Und bevor jetzt die einen da anfangen rauszulaufen, ich glaube, Gleichberechtigung ist etwas Gutes. Also in vielen Bereichen können wir uns wahrscheinlich dahinter stellen und sagen, hey, yes, wir unterstützen das. Aber wenn wir mal die Früchte anschauen von diesen Bewegungen, oder? Die Bibel sagt immer wieder, hey, schaut die Früchte an. Dann sehen wir nicht Einheit, Frieden und Menschenleben, die aufblühen, sondern wir sehen viel mehr Spaltung, eine Cancel-Kultur, wo man ja nichts Falsches sagen darf, die gegen den Mainstream ist, und Social Media als Richter, Jury und auch noch als Henker. Wenn du postest etwas Falsches auf Instagram oder wo auch immer, wirst du gerade abgeschossen. Und was in dieser Welt fehlt, in diesen Werten, ist Gnade. Moral ohne Gnade, die führt zur Verurteilung, unweigerlich. Gnade, die Grundlage ist von unserem Sein, dass wir uns bewusst sind, hey, du und ich, wir sind beide auf Gnade angewiesen. Und wir haben einen grosszügigen Gott, der uns liebt und auch seine Gnade uns schenkt. Das ist enorm wichtig, so fällt es mir viel einfacher, im Frieden mit mir selber und mit meinen Mitmenschen zu leben. Und mir kommt dort ein bisschen der Vers in den Sinn, wo Jesus sagt, hey, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist ein Vers, den ich jetzt nicht so cool finde. Ich denke, ja, mal, ich kann schon noch ein paar Sachen machen, aber ich glaube, es ist ein Beispiel dafür, hey, ja, mal, wenn irgendwo Jesus fehlt, dann spürt man das auch auf dieser kulturellen Ebene. Wenn Gnade absent ist, dann fehlt irgendetwas. Das ist so einer von denen. Das andere ist eine Verdrehung von Gut und Böse, wo wir beobachten. Viele Sachen, wo die Bibel oder wir als Christen vielleicht würden sagen, hey, das ist nicht gut, tut die Welt gut heißen und umgekehrt. Nehmen wir zum Beispiel Liebe. Liebe wird oftmals mit Lust gleichgesetzt in der Welt. Du möchtest es, ja, dann musst du es dir einfach holen. Und das wird gefeiert. Oder Lügen, eigentlich ganz klar eine Sünde und etwas, wo man nicht machen sollte. Aber das ist dann halt einfach eine Marketingstrategie. Oder vielleicht eine politische Taktik, wie man dann gleich die Wähler auf seine Seite bringen kann.
völlig akzeptiert. Manchmal werden sogar einfach biblische Weisheiten so ein bisschen aus dem Kontext rausgenommen. Die meisten von euch haben sicher schon mal den Satz gehört, ich bin meines Glückes Schmied. Oder? Als Mantra eigentlich dafür, hey, ich bin selber für mein Glück verantwortlich und ich kann mir mein Glück selber erarbeiten. Und ich glaube, auch da wird das Buch Fingerspitzengefühl, das ist aus dem Psalm 49. Nur wird es dort nicht als eine Weisheit gebraucht, sondern kommt aus dem Maul von einem törichten Mensch, der sich angefangen hat, Reichtum anzuhäufen. Und in all seinem Reichtum hat er Einsicht verpasst. So findet Verdrehungen statt. Und oftmals werden wirklich christliche Werte dann als Bedrohung wahrgenommen. Die Ehe zum Beispiel ist unter massivem Beschuss. Die wird dann einfach als patriarchalisches, outdated Konstrukt wahrgenommen. Oder Wahrheit als Intoleranz gegenüber anderen Meinungen. Oder die Christen sind alle so engstirnig. Das ist nicht das Gleiche wie Wahrheit. Oder Vertrauen in Gott vielleicht einfach als schlichtweg einfältig oder ein bisschen dumm, ein bisschen weltfremd. Und was ist die Strategie denn von dieser Welt in dem inne? Und ich möchte euch hier nochmal die Grafik zeigen, die wir jetzt schon zweimal hatten. Wir haben wie gesagt, die Finden, die arbeiten irgendwie ein bisschen zusammen. Und am Teufel seine Strategie ist zu lügen. Er bringt uns irgendwelche trügerischen Ideen, die dann im Fleisch inne verkehrte Wünsche und Ideale wecken. Und die werden dann, und das ist ein bisschen das Tricky an dem Ganzen, die werden dann in einer sündigen Gesellschaft normalisiert. Also so ein bisschen nach dem Motto, ja, das machen ja alle so. Oder wir sind nicht immun als Christen dem gegenüber. Wir lernen auch von unserem Umfeld. Seit wir klein sind, das ist ein Teil Herkunftsfamilie, aber zum Teil passiert das auch heute noch, also wenn wir erwachsen sind. Wir imitieren unser Gegenüber, im Kleinen und im Grossen. Wir waren zum Beispiel gestern an einer Hochzeit von der Jana und von Leandro. Und dort hat es vor uns eine Mami gehabt, mit einem Baby so über der Schulter. Und das Baby hat immer zu uns hinterher geschaut. Und so ein klassisches Babygesicht, oder? Und was habe ich gemacht? Ich habe genau das Gleiche gemacht. Oder haben Sie schon mal, jetzt darf einfach niemand starten mit dem, haben Sie schon mal gesehen, wie in einem Raum jemand anfängt zu geinen? Gähnen oder Geinen ist jetzt auch noch so eine Diskussion, aber jemand anfängt zu geinen und dann kommt so eine richtige Welle von Gähns, die dann durchgeht, bis man selber muss gähnen oder geinen. Ich habe gestern oder vorgestern bei der Vorbereitung, als ich es durchgelesen habe, ist so ansteckend, ich habe selber anfangen zu geinen. Ich hoffe, ihr schlaft jetzt nicht ein während der Predigt. Oder wir imitieren das um uns herum, unser Umfeld, unsere Mitmenschen. Und das Perfide ist, wir imitieren sowohl das Gute wie das Schlechte. Aber so unter dem Mantel von, ja, das machen doch alle, dort werden dann Sachen normalisiert. Zum Beispiel Film über so eine Gratis-Plattform streamen. Das machen doch alle so. Oder? Und wir finden dann oft auch noch so mehr oder weniger gute Begründungen. Ja, in der Schweiz ist es Abladen theoretisch nicht illegal, nur das Urladen. Ja, ich weiss jetzt nicht so genau. Ich bin aber lustigerweise selber am Donnerstag gerade in dieser Situation gewesen. Es gibt nämlich so Webseiten nicht nur für Filme, sondern auch für Bücher. Und ich bin meine Predigt am Vorbereiten für heute. Und ich wollte ein Kapitel von «Die Welt» nachlesen. Vom «Live No Lies» von John Mark Comer. Und ich hatte das Buch nicht zur Hand gehabt. Normalerweise haben wir so eine Kopie bei uns im Büro, die war gerade nicht rum. Das Regal 15 hat es noch nicht gehabt. Ich glaube, es kommt dann in der nächsten Woche. Lohnt sich wirklich. Und ich bin ein bisschen in einer Zwickmühle gewesen. Ich habe gedacht, ja, was machst du jetzt? Du musst jetzt die Predigt vorbereiten, einfach ohne den Background? Oder gehst du vielleicht gleich schnell runterladen? Ich bin ein bisschen im Zeitdruck gewesen. Ich habe dann beides gemacht. Ich habe mir die Informationen geholt, die ich gebraucht habe. Dann aber auch noch das Buch bestellt und das ist jetzt auf dem Weg. Und ich freue mich, wenn das bei mir angekommen ist und ich das dann in Ruhe mal noch lesen kann. Witzigerweise übrigens, als ich dann das erste Kapitel gelesen habe von dem Buch, das Beispiel, das er gebracht hat, der John Mark Comer, war genau das gewesen. Einfach mit CDs, die man vor ein paar Jahren noch selber gebrannt hat und dann verteilt hat.
Also ich bin froh, dass ich es bestellt habe, weil sonst hätte ich mich instant überführt gefühlt. Das sind jetzt vielleicht ein bisschen lustige oder klare Beispiele, aber ich glaube, es gibt es ein bisschen auch versteckter in unserer Kultur, in unseren Werten, so ein bisschen wir als Schweizer. Oder? Und ich liebe die Schweiz. Ich wollte schon lange mal eine Predigt machen, so wir als Schweizer. Weil ich glaube, wir haben auch ein paar Eigenheiten und sehr kulturell starke Werte. Und mir fällt das im Kontrast ein bisschen auf zu meiner Frau aus Amerika. Es sind zwei sehr unterschiedliche Kulturen. Und etwas, was für mich selbstverständlich ist vielleicht für sie ganz anders. Und umgekehrt. Und das ist recht lustig, da dann miteinander zu finden in dem Inne. Und ich habe auch hier ein, zwei Beispiele mitgebracht. Etwas, was uns sehr wichtig ist Ausbildung. Ausbildung und nachher einen guten Job. Das ist die erste Frage, die wir meistens in einem sozialen Setting stellen. Also, was schaffst du? Oder wir definieren uns ja auch zu einem Teil über unseren Beruf vielleicht sogar. Und wehe, du hast in dem Moment gar keinen Job. Oder du versuchst, dich selbstständig zu machen in einem Bereich, der vielleicht nicht so lukrativ ist. Dann verläuft das Gespräch nachher ganz anders, als du dir vielleicht erhofft hast. Und wer von euch hat alles schon mal den Spruch gehört, ja, aber mit dem kannst du kein Geld verdienen. Oder? Das kennen wir, das ist ein bisschen schweizerisch. Mit dem kannst du nichts erreichen. Oder so ein bisschen in die Kategorie vom Erreichen gehört auch Familie, finde ich. So ein Klischee, ich sage jetzt wirklich Klischee, wir sind zum Glück viel abwechslungsreicher, aber die Klischee Schweizer Haushalt, 2 Kinder, ein Eigenheim und dann ist es gut, oder? Und wenn etwas von dem fehlt, dann hast du das Gefühl, wirst manchmal sozial schon gerade ein bisschen anders eingestuft. Und spannenderweise, meine Frau hat das selber gerade erlebt, sie war nämlich letzte Woche am Kinderhüten und sie war unterwegs am Spazieren mit dem Kind. Und sie hat nicht gewusst, dass ich die Predigt am Schreiben war und gerade dort dran war. Und sie hat mir eine Nachricht gemacht und gesagt, Joel, oder Babe, oder bei uns, das ist mega komisch. Ich habe das Gefühl, die Leute begegnen mir mit viel mehr Respekt, wenn ich mit einem Kind rumlaufe. Ich dachte, ja, ups, pressure is on, oder? Ich habe ein bisschen unter Druck gefühlt in dem Moment. Aber ich kann es mir schon noch vorstellen, man nimmt es vielleicht ein bisschen anders wahr. Oder Sicherheit. Oder, ich meine, uns ist Sicherheit unglaublich wichtig. Wir sind sehr sicher, die Schweiz ist sehr sicher, aber wir haben auch für alles eine Versicherung. Wir haben sogar für die Versicherung eine Versicherung. Einfach, dass wir auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Und dazu gehört natürlich auch, dass du noch eine gute dritte Säule hast, wo du regelmäßig Geld zahlst, ein bisschen das Pölsterli auf der Seite, weil irgendwann möchtest du ja eben noch das Haus kaufen, damit du sozial all die Kriterien erfüllst. Und ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen. Ich liebe die Schweiz. Und es sind alles Sachen, die ich an der Schweiz auch enorm schätze. Aber wir müssen uns bewusst werden, was für uns normal ist. Und separieren, was ist normal durch unsere Kultur und was müsste vielleicht normal sein durch unseren Glauben. Vielleicht müssen wir uns mal überlegen, hey, was ist wirklich das Ziel von meinem Leben? Ist es Schaffen, Häusle bauen? Oder ist es Jesus leidenschaftlich nachzufolgen? Um was drehen sich meine Gedanken am meisten? Sind die bei Gott? Oder lande ich vielleicht gleich zwischendurch einmal noch bei meinen materiellen Besitzlichkeiten? Oder am Anfang in dem Johannesbrief das Prahlen mit Reichtum? Ich habe das Gefühl, können wir vielleicht als Schweizer, vielleicht nicht gegen aussen, aber gegen innen, können wir vielleicht schon mal noch schnell ein bisschen das eingehen. Was für einen Einfluss hat meine Karriere auf meine Ehe? Und was für einen Druck lastet vielleicht auf unseren Kind? Denkt das Beispiel unbedingt weiter für euer eigenes Leben. Es ist nicht abschliessend. Und es sind jetzt auch alles Beispiele gewesen, wo ich glaube, können wir uns irgendwo vielleicht locker damit identifizieren, auf die eine Art oder andere. Aber wir müssen nicht weit rausschauen in die Welt. Und dann sehen wir auch Themen, die viel kontroverser sind und viel emotionaler sind. Wo die Welt anders sieht, als jetzt vielleicht wir
Christen. Und die Frage dort ist dann schon sehr stark, ja, was machen wir jetzt mit dem, wenn wir merken, die Welt ist gegensätzlich zu dem, was wir eigentlich glauben. Und eine sehr verständliche Reaktion wäre ein strategischer Rückzug. Oder wir tun einfach dieser Welt entsagen. Wir gehen irgendwo in die Wüste, oder bei uns wäre es, wir gehen in die Alpen, wir gründen dort eine neue Community und dann wird es wahrscheinlich 15 Jahre gehen und dann haben wir dort ein Problem. Aber, oder das wäre mal Weltflucht, das wäre so die eine Option. Und es ist noch blöd, haben wir jetzt die letzte Entrückung verpasst. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es hat eine riesige Bewegung gegeben auf Social Media am 23. September, dass dann die Entrückung jetzt stattfinden soll. Und dann ist ja offensichtlich nichts passiert. Und man hat sich dann gefragt, ja, was ist jetzt mit dem? Irgendein Pastor hat dort eine Offenbarung über dem 23. Und dann hat irgendeine schlaue Gruppe gemerkt, aha, die haben vor 2000 Jahren eine andere Zeitrechnung gehabt. Die haben einen anderen Kalender gehabt. Gott hat wahrscheinlich einfach nicht gecheckt, dass wir einen neuen Kalender jetzt haben. Und dann ist es auf den 6. Oktober verleiht worden. Und also ich freue mich auf den Moment, wo Jesus wiederkommt, einfach, dass wir dem klar sind. Aber wir sind alle noch da. Das heisst, entweder ist es ganz schlecht für uns gelaufen, oder sie sind falsch gelegen. Oder ich glaube, es ist schon offensichtlich, was wahrscheinlicher ist. Wie auch immer, es wäre einfach nur praktisch gewesen, oder? Dann müssten wir uns gar nicht mehr mit diesen Fragen umschlagen, was jetzt mit dieser Welt ist. Aber spannenderweise hat Jesus auch nicht für das gebetet, für seine Jünger. Er hat nicht gesagt, hey, nimm sie gerade mit, oder? Ich meine, wir sind noch da heute. Wir lesen im Johannes 17, 15 bis 17 ein Gebet von ihm, wo er sagt, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist Wahrheit. Also Beautiful Resistance heißt zum einen auf einer persönlichen Ebene immer wieder uns an dieser Wahrheit und unser Jesus auszurichten, immer wieder in die Kerbe einzuschlagen, ihm nachzufolgen und zu lernen, was es heisst, seine Jünger zu sein. Deshalb sind wir so begeistert über die geistlichen Gewohnheiten. Begeistert über die geistlichen Gewohnheiten, no pun intended. Wo wir lernen, hey, wie können wir unser Leben Jesus ausrichten. Nicht als ein Krampf, sondern ganz natürlich als ein Teil von unserem Alltag. Dazu gehört auch die Wahrheit, sein Wort. Dass wir die Bibel lesen, sie aufschlagen, drin blättern, lernen, hey, was sind die Weisheiten daraus raus? Was sagt die Bibel vielleicht zu gewissen Themen? Was sagt sie auch nicht? Aber dass wir uns mit dem Buch vertraut machen, wenn wir schon unser Leben darauf bauen sollten. Und der Vers geht aber noch weiter. Jesus betet dort dann auch noch für den Rest dieser Welt. Und da kommt es jetzt zu dir und zu mir. Und er sagt, ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Also Kirchen eigentlich. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Beautiful Resistance ist nebst persönlicher Nachfolge auch Gemeinschaft. Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Kirche. Das, wo wir da sind. Und das ist nicht nur wir, sondern die weltweite Kirche. Alle, die die Worte der Jünger gehört haben und wie sich das Evangelium nachher ausbreitet hat. Und Kirche ist absolut genial. Oder? Jesus hat gewusst, er wird irgendwann von dieser Erde gehen. Er hat sich überlegen, ja, was ist meine Strategie nachher, dass das weitergeht. Und die Überlegung oder die Lösung war Kirche. Ich weiss jetzt nicht, wie gut dass die Idee war im ersten Moment. Einfach ein paar verschiedene Leute mit Konflikt zusammenmischen und dann hoffen, dass das gut kommt. Aber wir sehen 2000 Jahre später,
Es war eine gute Entscheidung, es ist eine kreative, richtige Entscheidung. Die Kirche hilft uns in so vielem. Auch im Kampf mit diesen 3 Feinden. Zum Beispiel gegen den Teufel. Es fällt uns viel einfacher, Lügen vom Teufel zu enttarnen, wenn wir in Gemeinschaft sind, als wenn wir nur mit uns selber irgendwo beschäftigt sind. Im Kampf gegen das Fleisch können wir uns gegenseitig unterstützen und ermutigen. Wir können füreinander einstehen im Gebet. Und in Bezug zur Welt können wir als Kirche eine Gegenkultur bilden. Oder in einer Kultur, wo Individualismus und Isolation eigentlich dominant ist die Kirche eine Gemeinschaft von tiefen zwischenmenschlichen Beziehungen. Es hat noch nie so viel Einsamkeit gegeben wie heute. Wir sehen das durchs Band durch. Die Wissenschaft redet von einer Epidemie, einer Einsamkeitsepidemie. Und dort ist die Kirche eine Antwort. Oder? Wir sind nicht allein da. Wir sind miteinander da. Und in einer hedonistischen Kultur, also in einer säkulären Kultur, ist die Kirche ein Ort der Heiligkeit, wo wir anders leben als die Welt, wo wir andere Werte vertreten. Im wichtigsten Liebe. Die Bibel redet so viel von unserem Miteinander in Liebe. Und wenn wir rausschauen, dann sehen wir eher die gnadenlose Welt, sehr einen harten Umgang miteinander. Und in einer Kultur, wo Chaos ist die Kirche eine Gemeinschaft der Ordnung. Wir haben das immer wieder gesehen über die Geschichte, dass wenn irgendwo turbulente Zeiten waren, dann ist die Kirche zusammengestanden und hat angefangen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. John Mark Comer bezeichnet die Kirche unter anderem auch als kreative Minderheit. Und ich finde das noch einen coolen Begriff. Also vor allem das Kreative, der Aspekt. Weil als Kirche, wir gemeinsam und mit allen Christen auf dieser Welt, wir kreieren eigentlich ein neues Normal. Also so wie die Welt Sachen normalisieren kann, so können auch wir Sachen normalisieren. Wenn für die Welt Individualismus normal ist, dann ist für uns Nächstenliebe normal. Und so weiter und so fort. Und das Coole ist, das heisst für dich heute Morgen, wenn du Teil von einer Kirche bist, dann bist du gewissermaßen eigentlich automatisch ein Teil von dem Widerstand. Wenn du Teil von dieser Kirche bist und Jesus nachfolgst und versuchst so zu leben, wie er gelebt hat, dann bist du automatisch Teil von dem Widerstand. Und ich glaube, die Kirche in dem hinein ist der stärkste Widerstand, den wir haben gegen das Böse. Als Kirche haben wir auch mehr Optionen, aktiv zu sein. Oder? Wenn Option A vielleicht Flucht ist und Option B gewaltvoller Widerstand ist, dann haben wir als Kirche wie noch ganz andere Ressourcen. Und ich meine als Kirche eben nicht die Leitung, der Joni und Steffi und der Simon und ich, sondern jeder Einzelne von uns. Allein würde man nicht wirklich weit kommen. Und ich will das vielleicht Option C nennen. Creative Resistance. Die Option, die man vielleicht im ersten Moment sich nicht bewusst ist, aber den Weg von der Liebe bezeichnet. Und ich möchte für das nochmal auf mein Beispiel von Halloween zurückkommen am Anfang. Halloween fällt dieses Jahr auf einen Freitag. Das heisst, wir haben Tea-Church an diesem Abend. Und wir müssen uns natürlich überlegen, hey, was machen wir jetzt mit dem Freitagabend? Tun wir Option A, einfach Halloween ignorieren und wir tun so, als ob es nicht wieder existieren. Oder Option B, wir verteilen Kärtchen im Voraus mit Informationen, wie man gut argumentieren kann mit seinen Freunden und dann machen wir einen Abend darüber, wie schlecht das Halloween ist. Und wir haben bei beiden gemerkt, ja, schon eine Option, aber ich weiss jetzt nicht, ob das so wirklich die Option ist, die am meisten Leuchtkraft hätte. Wir sind dann zusammengesessen, wir machen zwischendurch immer wieder mal einen Gottesdienst mit Jugendkirchen aus Uster. Und wir sind zusammengesessen und wir haben gesagt, hey, komm, wir machen genau an diesem Abend einen Jugendallianz-Gottesdienst. Wo Junge aus Uster und der Umgebung, die wollen, können kommen und sie können Frieden, Freude und Liebe finden.
Wir haben gesagt, hey, weißt du was? Wir wollen nicht nur, dass wir dort dann ein kleines abgeschlossenes Grüppli sind, als Alternative, sondern wir wollen aktiv ein Licht sein. Wir wollen uns mitten ins Getümmel stürzen und dort die Liebe für Jesus Christus zu verbreiten. Und als ein Teil von dem Abend gibt es dann auch die Möglichkeit, einen Outreach zu machen. Wir werden nicht als Moralapostel auf einer Kartonschachtel stehen, in der Straße und jeden verurteilen, der mit einem Kostüm rumläuft. Sondern wir werden versuchen, aktiv mit Menschen ein Gespräch zu suchen. Und ihnen Liebe zu zeigen. Und das braucht Mut. Beautiful Resistance braucht Mut. Weil es bedeutet einerseits, dass wir genug in der Welt sind, wichtig in der Welt, nicht von der Welt, dass wir genug in der Welt sind, dass wir Einfluss nehmen können und gleichzeitig aber so gefestigt in unserem Glauben sind, dass die Welt uns nicht beeinflusst, sondern dass wir unserem Glauben treu bleiben können. Und auch da hilft uns eben die Gemeinschaft, die wir hier zusammen haben. Und deshalb ist die Anwendung für heute eigentlich relativ simpel. Und wenn du heute da bist, dann machst du das halt schon zum Teil. Du bist Teil von einer geistlichen Gemeinschaft. Von der Kirche. Aber das kann man auch noch ein bisschen kleiner machen. Es gibt Small Groups, es gibt Gebetsgruppen. Einfach gemeinsam zusammenstehen. Überleg dir mal, wo brauchst du momentan Stärkung im Kampf gegen die Feinde? Und such sie in der Gemeinschaft. Und gleichzeitig überleg dir vielleicht, hey, wo kannst du andere stärken in deiner Gemeinschaft? Was ist dein Beitrag? Beautiful Resistance ist kein Einzelkampf. Etwas, das wir selber austragen müssen, sondern es ist ein Miteinander. Und wir gehen jetzt dann nochmal in Worship und einer von diesen Aspekten, wo wir glauben, ist, dass Gebet unglaublich Kraft hat. Und für das haben wir das Gebetsteam. Und wenn ihr jetzt da rein sitzt und merkt, hey, was auch immer, vielleicht gerade einen speziellen Gedanken, einen Widerstand gegenüber denen finden, wo ihr Unterstützung braucht, hey, dann kommt und lasst für euch beten. Ich glaube, es ist etwas vom Stärksten, was wir können, ist füreinander einstehen, Hand in Hand, Arm in Arm und sagen, hey, wir stehen gemeinsam füreinander ein. Amen.